Karneval im September, das gibt es natürlich nur bei uns in Köln. Am Wochenende haben die Jecken gefeiert, Jeck im Sonnesching, wenn auch mit wenig Sonne. Dafür hat er hier ordentlich eingeheizt. Peter Brings, eins der Gesichter der kölschen Musikszene, mein Kollege Markus Keri. Er hat den Kölsch-Rocker hinter den Kulissen der großen Sommerparty gefragt. Und Peter, ja, so kennt man ihn, redet Klartext. Jeck im Sonnesching, Jugendpark Deutz, Peter Brings, wie man ihn kennt. 2 Stunden vorher, Köln-Braunsfeld, am Brings Proberaum, bin ich auf der Suche nach dem Sänger, den ich schon oft, aber eher kurz getroffen habe. Man kennt seine Stimme, man kennt diesen Typen, viel Sexappeal, viel Polka, 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 aber wer ist denn Peter Brings? Oder zumindest, wie tickt er? Hallöchen! Heute habe ich mehr Zeit. Guten Tag, die Herrschaften! Peter, grüße dich. Hi. Alles gut bei dir? Peter, Kai, grüß dich. Grüß dich, Stefan. Hi. Wie lange noch bis auf der Bühne? Wir haben jetzt 10 vor 1 und Viertel nach 2 treten wir auf. Also im Karneval ist eine Stunde Zeit von einem zum anderen Auftritt. Da kannst du fast ein Nickerchen machen. Wir dürfen im Bandbus mitfahren. Keine Selbstverständlichkeit bei Brings. Wir sind oft unter Adrenalin, wenn man auf Bühnen geht, und wenn du so runterkommen willst, dann ist es manchmal ganz gut, wenn du so einen Platz hast, wo wir wissen, wo so, wie soll man sagen, befreites Gebiet ist. Also wo wir unter uns sind, wo man sich mal auskotzen und ausheulen kann, wo man sich auch lieb haben kann. Jugendpark Deutz, hier wird Jeck im Sonnesching gefeiert. Noch lacht die Sonne. Auf der Bühne spielt die Band Lupo und backstage herrscht eine Stimmung, fast wie beim Klassentreffen der Musiker. Es wird viel geherzt, es wird sich viel gedrückt. Sind das echte Freundschaften oder ist das so Business-Liebe? Ach ja, mit manchen haben wir natürlich Freundschaften, aber so die echten Freunde sind meine Bandkollegen. Wir sind 28 Jahre zusammen, wir sind eine Familie, das ist noch viel mehr wie Freundschaft. Also wir fühlen uns verantwortlich füreinander und das geht auch nur, wenn du dich verstehst. Schnell noch ein Erinnerungsfoto und die obligatorische Bandumarmung als Ritual. 12.000 Jecke warten auf Brings. Die Bühne nutzt Peter nicht nur für seine Musik, Zeit für politische Botschaften. Uns Brings ist es egal, wo du herkommst, welche Sprache du sprichst, welche Farbe du hast. Wir sind eine Miete! Warum war es so wichtig, auch ein bisschen politisch zu werden? Weil ich keinen Bock habe, dass sie uns immer nachsagen, ja, Köln ist nur Saufen und Feiern. Ich weiß, wir haben ein Publikum, was hier auch ein politisches Bewusstsein hat, und gerade die jungen Menschen. Ich will denen sagen, für was wir hier stehen in diesem Land. Das ist deren Zukunft. Und hier geht es ja um alles. Hier geht's ja, die Jungs benutzen ja immer so gerne, die Rechten, das Wort Heimat. Hier geht es um meine Heimat. Und meine Heimat hat mit dem braunen Dreck nichts zu tun. Gar nichts. Meine Heimat ist offen, meine Heimat ist tolerant und meine Heimat hat Empathie. Das kennen die alle gar nicht. Politik und Party, kein Widerspruch für Brings. Peter Brings ist in körperlicher Bestform. Das war nicht immer so. Vor ein paar Jahren ist er 2-mal auf der Bühne umgekippt. Seitdem treibt er Sport, ernährt sich bewusster. Nach den Hits und 2 Zugaben geht's schnell in Richtung Tourbus. Ein Gewitter zieht auf. Ich denke an Daniel Schulz alias Jamba. Der beliebte Techniker aus der Brings Crew starb vor 4 Monaten im Alter von 30 Jahren an Krebs. Wir haben das ja auch alle medial begleitet, was mit Jamba passiert ist. Hat dich das auch noch mal verändert? Wenn du einen 30-jährigen Kumpel in so ein großes Loch im Friedhof runterhebst, da fängst du nochmal über dein Leben nochmal neu nachzudenken. Der Jamba saß vor mir, ich kann das immer noch total schlecht. Brauhaus am Dom, der nächste Auftritt für Brings, einer von über 300 pro Jahr. Unser gemeinsamer Tag endet hier, für den Sänger geht's weiter. Noch einen schnellen Kräutertee
Ein Selfie mit den Fans und Peter Prinks ist wieder bereit.